Shalom Aleichem, teure Freund. Ich heiße Shmuel Perlin und ich bin der New Yorker Jid in China. Mehr wie 60 Jahre nachdem wir die jüdische Playteam in Shanghai sind weggefahren von der Stadt, ist ihre Geschichte sof kol sof anerkannt geworden in China auf verschiedene Aufnahmen. Jahr in Shanghai kommt vor der Weltjarid, eine riesige Unternehmung, was ist so wichtig da in der größten Stadt von China, wie die letzte Sportolympiade in der Hauptstadt Peking mit 2 Jahren zurück. Zähnliche Millionen Menschen haben besucht dem Jarid, was endigt sich seit Oktober und hat schon gegeben der Stadt ein anderes Aussehen. Neue Gegenden, Subway-Linies, Wolkenkratzers und so weiter. Wie ein anderer Poljozi von dem Jarid und von dem Verwandeln Shanghai in eine Weltstadt, hat man unhebbar geöffnet die zweite restaurierte Schule in der Stadt, Ohel Rochel, was Jakob Sassoon, ein größer Gewirr von der berühmsten jüdischen Mischpuche in Shanghai, hat aufgestellt in 1920 le Covid sein Weib. Die Schule ist besser gesagt eine halb geöffnete, was ist nur Schabes verdavnen bei dem Jarid, und eine halb restaurierte, weil die Regierung vermogt den Binyan, was ist früher gewesen als Sklad. Aber sei wie sei, es ist prächtig schön und spiegelt ab einen alten, mehr neoklassischen gestimmten Stil von Boyen sephardischen Schielen, inspiriert von Bevis Marx in London. Von der Zeit, wenn Shanghai Leuten abmacht, hat bekommen den Status von einer freien Stadt im mitten 19. Jahrhundert, sind bis in unheb 20. Jahrhundert die Mehrheit von den Jiden in Shanghai gewähnt sephardische Seuchen, wie die Mischpuche Sassoon. Sie haben gespielt eine wichtige Rolle in der britischen Imperie, in Bagdad, Mumbai, Hongkong, Kalkutta und ein paar andere Handelszentren. Viele in 1932, wenn die Börse in Shanghai hat gehabt ein Regime von 100 Mitgliedern, sind 40% von sie gewähnt sephardische Jiden. Aber tut ein Guck auf Ohel Moshe, ein Schil von die Ashkenazim, was ist geworden mit 2 Jahren zurück am Museum, gewidmet die jüdische Playteam. In Giechen nach der Revolution in Russland hat man gekannt Herren reden Jiden in Shanghai. Ich meine sei in Jiddisch, aber euch auf Deutsch, Polisch und Russisch. Die Stadt hat bekommen ein Schem, der Rieger in die 30er Jahren, von Amin Paris oder New York in Asien, wenn man hat Shanghai zählt in einer internationalen Gegend, ein japanischer, ein französischer und versteht sich auf ein chinesischer. Im März 2007 hat die Hongkonger bürgerliche Regierung dreußendliche Unioninstanz speziell zugeteilt Fonden zu veränderten Remont und zugeschlossenen Binien. Am 28. Oktober oder dem 29. hat man ihn wieder geöffnet, nachdem wie man restauriert dem originellen kolonialen Verandestil. Nur ein paar Spanne weg ist gewesen eine Matzefabrik. Take, Punkt du, sie existiert noch der Binyan? Der Binyan ist schon mehr nicht da. Man hat ihn mal abgerissen. Ich kenne nicht die ganze Meise, aber ein alter Shanghaier Polit hat mir das gesagt. Er hat mir auch gesagt, als innerwenig Ärgers in der Richtung ist gewesen ein Mikve. Habe ich ihn gefragt, wie ist pinklich gewesen die Mikve? Er ist nicht gewesen sicher wegen dem, weil er ist damals noch gewesen ein jung Kind. Wang. Zwölf Menschen in Shanghai, sicher als Sach von sie, haben gewusst wegen der jüdischen Geschichte dort. Aber als Sach von sie wissen nicht. Aber jetzt, in Scheiches mit Chines, Reform und der freiere Zwiebel, kommen als Sach mehr Gäste zu besuchen. Und die Menschen, die wissen nicht, lernen sich. Wie eine freie Stadt mit Playteam, Spionen und Geschäftsleuten von verschiedenen Ländern ist Shanghai zugepasst gewesen zu dienen wie ein Mokim Miklet, sei für Sugihara Jiden, sei für die jüdische Playteam von Deutschland und Österreich, was haben gewohnt in der so gerufener kleiner Wien. Sie haben eine Wade gebänkt noch sehr heim, essen die Strudel in die Kaffeehäuser wie Horns Imbissstrube. Besachachel haben da gelebt knapp 20.000 Jiden. Nach der japanischen Invasion
haben Massach von sie gewohnt da in Hongkong, in einem Ghetto auf dem Zoffenbreg von dem Huangpu-Teich. Aber die Lebengebliebenen machen klar, es ist gewohnt da gar anders wie in die Ghettos von Europa. Die Jiden haben in allgemein gelebt in Scholem mit den chinesischen Schreinen. Die größten Kämpfe sind gewesen gegen Armut und Hunger. Wie in anderen Ghettos, in Shanghai, haben die Jiden gemacht Nissim Venefloes. Lemoschel sich der Schlagen auf formelle Bildung für die Kinder, herausgelost Journalen auf Deutsch, Polisch und Jiddisch, Mamschich gewähnt das religiöse Leben und so weiter. Alles, was ein Jid darf haben, hat gefunden da. A viele geschrieben und gedruckt Bücher auf Jiddisch, wie das Buch von Jakob Fischmann, Verwogelte Jiden, meistens was tragen noch dem Geist von jüdischen Shanghai. Hat beschrieben, wie soll, zu nützen seine eigenen Wörter, die Plätze seinen erstens beherrscht gewesen von Chaläumes wegen Schiffen, was wollen sie herausführen von Shanghai, zu ein ruhig, sicher Land. Aber später ist gekommen die Wirklichkeit, ein Lebenssteiger wie ein Resultat von Jahren auf einer Insel, abgeschnitten von der Welt. Kimat die alle Spuren von jüdischen Shanghai bei ersten Milchoma-Jahren sind verschwunden geworden, wenn die Jiden sind weggefahren in Australien, Amerika, Kanada, Hongkong und andere Länder, antläufen noch einmal, das Mal von den Kommunisten. Der Diktator Mao und sein Clique ist Shanghai mit seinen Beulerzismonien von Imperialismus ist gewähnt Treffossel, was Leute der kommunistischen Macht muss man streng kontrollieren. Der Aufblick von einem jüdischen Leben hier in Shanghai jetzt hat zu tun mit ausländischen geschäftsleitenden Studenten, die kommen her und proben sich auszuformen eine stabile Kihile. Aber die Anerkennung von der jüdischen Geschichte von Shanghai und die positive Rolle, was der Oilem da hat gespielt beim Raten Jiden von dem Chorben, ist ein wichtig und erinnerundes Kapitel.